darf meine 4 Gäste begrüßen, Ladies first. Zu meiner Rechten Roberta Lichtenegger. Roberta Lichtenegger ist Volkswirtin, ist Wirtschaftssprecherin des Grünen Nationalratsclubs und ist Oberösterreicherin. Und das ist in diesem Zusammenhang nicht unwesentlich, weil in Oberösterreich seit einigen Jahren, seitdem die Grünen mit Rudi Anschober in der Regierung sind, einiges von dem, was wir heute besprochen haben, versucht wird. Dort wird versucht, den Industriestandort Oberösterreich sukzessiv zu begrünen, zu ökologisieren. Ein tolles Green Jobs Programm, das sicherlich schon große Erfolge gezeigt hat. Auch aus diesem Grund haben wir Roberta Lichtenegger eingeladen. Kuno Haas ist Geschäftsführer Gesellschafter der Grünen Erde, eines Unternehmens mit 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eines der größten Mitgliedsbetriebe der grünen Wirtschaft. Und die Grüne Erde ist spezialisiert auf Produkte, auf ökologisch und nachhaltige Produkte aus den Bereichen Wohnen, Möbel, Textilien und Kosmetik. Ja, du wirst uns dann einiges über dein Unternehmen auch noch erzählen. Ich begrüße Christian Helmenstein. Herr Helmenstein ist ebenfalls Ökonom, ist im Bereich der Wirtschaftsforschung tätig gewesen und in seinem Berufsberuf ist Herr Dr. Helmenstein Chefökonom der Industriellen Vereinigung. Und ich finde es besonders spannend, dass Sie zu uns gekommen sind. Herzlichen Dank. Und last but not least, Clemens Ricker-Bitter. Er ist Geschäftsführer des Ökosozialen Forums, eines Thinktanks zur Förderung der ökosozialen Marktwirtschaft. Und das Ökosoziale Forum ist im Prinzip in der Nachhaltigkeit und der Enkeltauglichkeit verpflichtet. Ich muss einleitend sagen, ich bin mit 3 Teilnehmerinnen und Teilnehmern per Du. Ich werde das auch bei der Diskussion beibehalten, sonst komme ich ständig durcheinander und das wäre zu anstrengend. Herr Dr. Helmenstein, wir haben heute den Zustand der Weltwirtschaft analysiert. Wir haben festgestellt, dass die Krise, die wir derzeit erleben, sehr viele Ursachen hat, aber höchstwahrscheinlich auch eine Art Wachstumskrise darstellt. Wir erleben an allen Ecken und Enden, dass wir globale Probleme haben, die scheinbar unlösbar sind. Wir haben festgestellt, dass wir so im Laufe des 21. Jahrhunderts nicht mehr weiterleben können, nicht mehr weiter wirtschaften können, wie wir im 20. Jahrhundert gewirtschaftet haben. Und wir haben festgestellt, dass nichts weniger notwendig ist als ein Rückbau unseres Wirtschafts- und Industriesystems zu einer Postwachstumsökonomie. Welchen Angstschweiß Ihnen auf die Stirn denkt die Industrielle Vereinigung über solche Fragen nach, beziehungsweise wie sehen Sie dieses Thema, wie lange werden wir unser Wirtschaftswachstum noch aufrechterhalten können? Also zunächst, ich freue mich sehr, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen und blicke einer angeregten, inspirierenden Diskussion entgegen. Wir haben es im Prinzip mit einem ureigenen ökonomischen Problem hier vorne auf dem Podium zu tun, nicht 4 Tische, 5 Personen, Knappheit aller Orten, das ist genau das, worum es eigentlich bei Ökonomie geht, nämlich um die effiziente Allokation von Ressourcen, sprich um den sorgfältigen Umgang mit knappen Ressourcen und deren bestmögliche Verwendung, um den Wohlstand zu fördern. Genau darum geht es. Wenn Sie jetzt fragen, wie lange kann das noch weitergehen mit dem Wachstum, und da wäre ein notorischer Optimist. Robert Thomas Malthus hat 1798 darauf hingewiesen, dass wir wahrscheinlich alle zum Untergang verurteilt sind und lässt dieser Untergang für mehr als 200 Jahre auf sich warten. Insofern würde ich meinen, da können wir noch optimistisch sein, dass es noch mindestens 200 Jahre dauern wird. Aber also warten wir es nochmal ab. Ich glaube, wir werden immer wieder durch Transformationskrisen hinaus. Und genau das ist der Punkt, den wir, glaube ich, angesprochen haben. Ja, wir befinden uns zweifellos in einer Transformationskrise. Schade, dass ich keine Gelegenheit hatte, weil ich eben noch im Bratislava war, bei der Diskussion vorher dabei zu sein. Mich hätte interessiert, welche Faktoren Sie identifiziert haben für diese Transformationskrise. Ich glaube, da müssen wir mal unterscheiden zwischen den auslösenden Momenten. Nach meinem Dafürhalten war etwa das Platzen der amerikanischen Immobilienpreisblase lediglich ein auslösendes Moment, aber nicht wirklich die Ursache für die Krise, die wir im Moment haben. Und am Ende einer solchen Transformationskrise hat es immer kreative neue Lösungen gegeben, mit einer neuen Zukunft auszugehen. Kann man das optimistischer sehen? Aber
Länder sind als im 18. und 17. Jahrhundert. Die sozialen Probleme im 18. Jahrhundert waren äußerst gravierend, wenn wir uns an diese Zeit zurückerinnern, nicht selbst, aber durch Studien der Wirtschaftshistorie. Und heute sind wir mit einer anderen Art von Problemen konfrontiert, mit ökologischen Problemen, auch mit Ressourcenknappheitsproblemen. Aber wie nüchtern Sie es sozusagen betrachten möchten. Ich habe in der industriellen Vereinigung, und ich glaube, damit sind wir in Österreich absolute Frontläufer, damit begonnen, darauf hinzuweisen, dass wir uns vielleicht einmal den Materialverbrauch in der österreichischen Wirtschaft insgesamt anschauen sollten. Das hat nämlich bisher, man glaubt das nicht, keiner vor uns getan. Wir könnten nicht einmal angeben, wie hoch ist eigentlich der Materialeinsatz, die Kostengröße oder die Volumensgröße in der österreichischen Wirtschaft. Wir reden also über Größen, die wir nicht mal kennen. Das Deutsche Statistische Bundesamt weist das auf, alle paar Jahre aber noch. 2007 sind die letzten Zahlen. 45% stellt die gesamte Materialkostenbasis der deutschen Wirtschaft in Zustand. Das hat uns so sehr interessiert, für Österreich das einmal zu machen, dass wir es in Zusammenarbeit mit Wirtschaftskammer und industriellen Vereinigung beim Ökonomiker-Institut mal umgesetzt haben. Das ist eine ganz aktuelle Studie. Wir kommen in Österreich auf 48% Materialkosteneinsatz. Und das muss ich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden ständig, Tag ein, Tag aus, über die Energieeffizienz. Korrekt. Es ist absolut wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja, aber das ist eine Kostenbasis von 9% unserer Volkswirtschaft. Und 48% ist Materialeinsatz. Wir haben Dutzende, ich wiederhole das, Dutzende von Förderprogrammen im Bereich der Energieeffizienz. Wir haben kein einziges im Bereich der Ressourceneffizienz oder der Materialeffizienz. Die intelligente Produktion, die das BMFIT jetzt aufzusetzen beginnt, das ist das allererste Förderprogramm, was ein bisschen in diese Richtung geht. Das heißt, da liegt ein enormes Effizienzpotenzial da, dass wir herunterkommen von diesem enormen Materialeinsatz der vergangenen Jahrzehnte hin zu geschlossenen Recyclingketten. Clemens, teilst du diesen Optimismus der industriellen Vereinigung? Wir haben jetzt gerade gehört, es wird uns schon etwas einfallen, es ist der Menschheit immer noch etwas eingefallen, wir können optimistisch sein. Effizienz im Materialeinsatz kann so viel lösen und machen wir doch weiter wie bisher. Also aus meiner Sicht ist die Frage, wann Optimismus in Gutgläubigkeit gibt. Und bei dem Thema würde ich sagen, wir sind eher an dem Punkt. Also ich bin auch optimistischer Mensch und klar, es kann immer sein, dass wir eine unheimlich tolle Innovation haben, die plötzlich unsere Probleme lösen. Aber ich glaube, wenn man sich das ganz nüchtern anschaut, wir werden bald 9 Milliarden Menschen auf dem Globus sein. Momentan haben ungefähr circa 1 Milliarde Menschen so einen Lebensstil, wie wir gewohnt sind. Jetzt stellen wir uns vor, dass diese anderen 8 Milliarden annähernd so einen Lebensstil haben möchten, wie wir in der Zeit einfach gewohnt sind zu leben. Dann ist einfach klar, dass sich das einfach nicht ausgehen kann. Also weder energetisch noch ressourcenmäßig noch sonst irgendwas. Und wenn man sich anschaut, wie sich die Ressourceneffizienz, Materialeffizienz in den letzten 100 Jahren, wie es 200 Jahren entwickelt haben, dann merken wir, dass wir so einen immensen Fortschritt bräuchten, den wir bisher noch nie gesehen haben. Und darum glaube ich, und ich muss das anders formulieren, ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, wir dürfen nicht mehr wachsen. Für mich ist es nicht die Frage, wie es eigentlich dreht, sondern die Geschichte ist, wir haben einfach ganz klare Grenzen, die uns auf unser Globus vorgibt. Wir haben Ressourcengrenzen, wir haben Energiegrenzen und im Rahmen dieser Grenzen können und dürfen wir uns bewegen. Und das wird aus meiner Sicht automatisch dazu führen, dass wir uns auch mit der Wachstumsfrage auseinandersetzen müssen. Sprich, es wird sich einfach nicht ausgehen, dass wir für 9 Milliarden Menschen diesen Lebensstil zur Verfügung stellen, wie wir gewohnt sind, plus dass unser Lebens- oder unser Wohlstand und unser BIP weiterhin so wachsen wird. In dem Zusammenhang wäre interessant, ich werde Ihnen einen Satz vorlesen und werde dann fragen, von wem dieser Satz stammen könnte. Und zwar, Zitat, so sehr wir uns für die Beseitigung des Hungers überall in der Welt einsetzen müssen, so sehr sollten wir uns aber andererseits in unseren eigenen westlichen Ländern für eine Begrenzung des Wirtschaftswachstums einsetzen. 3 Möglichkeiten. A. Jean Ziegler, B. Bundesminister Schäuble, C. Caritas-Präsident Küber. So, jetzt machen wir jetzt Saal. Wer ist für A? Wer ist für A? Jean Ziegler. Wer ist für B? B war wer? Bundesminister Schäuble. Und C. Caritas-Präsident Küber. Ich habe Schäuble. Die Mehrheit hat gewonnen. Wir haben einen guten Publikumsjoker gehabt. Es ist tatsächlich vom Bundesminister Schäuble.
Und spannend ist auch, dass die deutsche Enquete-Kommission, die im Bundestag eingerichtet wurde zu dem Thema, dass dort auch alle Fraktionen, also auch die CDU-Fraktion, sich sozusagen dem Thema annähert, dass wir einfach diese Wachstumsfrage kritischer behandeln müssen. Und wie gesagt, für mich ist es kein Fetisch. Also ich bin jetzt nicht, dass ich sage, okay, wir müssen unbedingt schrumpfen, es geht darum, dass wir nicht mehr wachsen dürfen, sondern einfach ganz nüchtern angeschaut, wie viele Ressourcen haben wir zur Verfügung, wie viel Energie haben wir zur Verfügung, wie viele Menschen gibt es auf diesem Globus. Dann kommt man relativ zu diesem Punkt, den auch ein Tim Jackson oder ein Technik oder ein Nico auch auf den Punkt bringt, es wird sich einfach nicht ausgehen. Also müssen wir uns mit Modellen, mit ökonomischen Modellen auseinandersetzen, wie wir eine gute Lebensqualität für so viele Menschen wie möglich erreichen können, ohne dass wir ständig mehr haben. Aber Nico Pech sagt ja genau das. Er stellt ja einen sehr radikalen Imperativ in den Raum. Er sagt, pro Erdenbürgerinnen und Erdenbürger stehen nur 2,7 Tonnen CO2 zur Verfügung. Das hieße ja ein radikaler Schrumpfungsprozess wäre notwendig. Richtig. Da hört es sich auf mit Wachstum bei uns. Es ist natürlich notwendig, dass die absolut armen Menschen auf dieser Welt, in den absolut armen Ländern, noch gewisse Wachstumsaufholprozesse machen. Das ist ganz klar. Aber genau das ist nicht gemeint sozusagen. Es ergibt sich logisch aus den Konsequenzen, wenn man diese Grenzen ernst nimmt. Also auch wenn man das Wachstum nicht in den Vordergrund stellt oder die Schrumpfung nicht in den Vordergrund stellt, als sozusagen als absolutes Ziel, ergibt sich einfach aufgrund der Ressourcenbeschränkung, aufgrund des Themas Klimawandel, ergibt sich automatisch, dass sich einfach das nicht ausgehen wird, ohne dass wir uns mit dieser Wachstumsthematik auseinandersetzen. Und ich bin auch davon überzeugt, das wird in den Industrieländern bedeuten, dass wir nicht mehr wachsen werden können, oder es wird tatsächlich bedeuten, dass wir schrumpfen werden müssen, außer es kommt eben diese eierlegende Wollmilchsau, dass wir plötzlich Energie zur Verfügung haben, für die wir wieder CO2 in die Luft lassen und sonstige Ressourcen verbrauchen, aber das ist nicht absehbar. Und insofern glaube ich, dass es fahrlässig ist, sich in der jetzigen Zeit einfach nicht mit Modellen auseinandersetzen. Wir haben auch keine fertigen Antworten dazu. Es hat niemand fertige Antworten dazu, weil es natürlich mit Wachstum leicht ist, ja, keine Frage. Alle Probleme, vor denen wir heute stehen, also die jetzt im sozialpolitischen Bereich sind, ob es jetzt Pensionsvorsorge geht, ob es ums Gesundheitssystem geht oder ob es um Arbeitslosigkeit geht, alles ist leicht mit Wachstum zu lösen. Aber aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, dass wir uns auch mit Modellen wirklich ernsthaft auseinandersetzen zu beginnen, wie wir diese Probleme eben ohne Wachstum lösen können. Und da kommen wir zu sehr schwierigen und zu sehr zentralen Fragen. Vielleicht bevor ich Robert von Lichtenegger zu Wort komme, ein kurzes Feedback von Herrn Himmelstein. Sehen Sie nicht diese absoluten Beschränkungen auch, dass wir, wenn wir es mit der Ökologie und mit der globalen Gerechtigkeit wirklich ernst nehmen, weit über unsere Verhältnisse leben in ökologischer Hinsicht und der CO2-Verbrauch, der Ressourcenverbrauch, der Umweltverbrauch, der bei uns üblich ist, einfach nicht adäquat ist und nicht zu rechtfertigen ist. Auch vor künftigen Generationen. Das muss ja der industriellen Vereinigung auch ein Anliegen sein. Ihr seid doch eine Organisation, die auch ziemlich weit in die Zukunft denkt, wie man zum Beispiel die Bildungspolitik. Also zunächst einmal eine Nebenbemerkung. Was wir eben erlebt haben, war High-Frequency Voting. Könnte man besteuern, das tun selbst. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Natürlich gibt es diese Nebenwirkungen. Das ist das Wesen von der Ökonomie. Genau deswegen ist die Volkswirtschaftslehre als wissenschaftliche Disziplin entstanden, weil es darum geht, ein bestimmtes Ziel unter Lebensbedingungen zu erreichen, die ich nicht wegdefinieren kann. Genau darum geht es. Der Punkt ist, dass wir gemeinsam darüber nachdenken, wie wir mit diesen Nebenbedingungen umgehen können, unter Einsatz unserer gemeinsamen Kreativität, unserer Innovationsfreude, die natürlich auch gewisse Freiheit und Mitteleinsätze voraussetzt, um trotzdem noch diese Ziele bestmöglich zu erreichen. Ob diese Ziele noch im selben Niveau erreichbar sein werden, nachhaltig erreichbar sein werden oder nicht, das wird man dann sehen müssen. Selbstverständlich brauchen wir genau deswegen dafür die Modelle. Das ist das bestmögliche Plädoyer, dass man sich mit Ökonomie vielleicht auseinandersetzt. Robert Lichtenegger, es ist heute schon angesprochen worden, die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, sicherlich ein extrem spannender Prozess, wo man sehen, welche Erfolge da am Schluss herauskommen. Zu Recht ist gesagt worden, dass auch sogar die CDU und CSU da durchaus ernstzunehmende Wachstumskritiker mit ins Rennen geschickt haben. Reinhard Miegel zum Beispiel, das ist der Reinhard Miegel zum Beispiel. Wie siehst du das aus der Perspektive des österreichischen Parlaments? Christian Himmelstein hat ja zum Beispiel angeführt, dass zum Beispiel so etwas wie der Ressourceneinsatz, der Materialeinsatz in Österreich überhaupt kein Thema ist. War die
Wachstumsfrage ist die Frage Postwachstumsökonomie, die Grenzen des Wachstums. Ist das im politischen Prozess irgendein Thema oder rennen da alle diesem Wachstumstraum, diesem Wachstumsparadigma nach? Wie empfindest du das? Also die fördergründige Diskussion mit Wirtschaftswachstum ist ja immer gekoppelt mit den Arbeitsplätzen. Immer das Thema, so und so viel Prozent BIP-Wachstum wird uns die Prozent von Arbeitsplätzen bringen. Und genau vor diesem Hintergrund werden die Ausführungen mitgegeben. Ja, das klare Ausrichten auf Wachstum, Rahmenbedingungen zu setzen, damit die Wirtschaft wieder wächst. Und das ist etwas, was ich sehr konsequent in Frage stellen muss. Was heißt es denn eigentlich auch in Bezug auf Verteilung der Arbeitszeit, Gestaltung der Arbeitszeit? Da nenne ich jetzt einen kleinen Unterpunkt davon, der auch hier bei uns im Parlament immer wieder zur Diskussion gebracht wird, insbesondere auch von unserer Arbeitnehmerinnen sprechen, Birgit Schatz, die das einbringt. Ja, gehen wir doch her und bauen die Überstunden ab und verteilen die Arbeit gerechter und dadurch kann man Arbeitsplätze schaffen. Und selbst Kunstdorfer sagt, okay, wenn wir die Überstunden in dieser Form umwandeln würden, die in Österreich überhaupt gemacht werden, würden wir bereits auf 180.000 Arbeitsplätze kommen. Das weggenommen, dass das überzogen ist, dass nicht jede Überstunde umgebaut ist als bei einem Arbeitsplatz, würde man trotzdem noch bei einem Drittel auf 60.000 kommen. Und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen auf die Umweltfrage wird in dieser Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt nicht dieses Augenmerk gelegt, weil die Krisenauswirkungen noch so eklatant sind, ja, dass sozusagen das Wichtige wie Umwelt, Materialeinsatz, Energie etwas in den Hintergrund treten, das ich für sehr nachteilig finde, insbesondere auch die Klimaschutzdebatte. Wir kennen die Diskussionen mit Berlakovic und Co. Das ist etwas, das man viel klarer darstellen muss und viel intensiver in dieser Form auch vorwärts bringen muss zum Thema CO2-Reduktion, und das ist natürlich massiver. Kuno-Haas, als Geschäftsführer eines Unternehmens, das schon ein bisschen von dem vorwegnimmt, wovon wir heute gesprochen haben, wie hast du den heutigen Tag empfunden? Wie hast du diese Debatte gesehen? Was habt ihr in eurem Unternehmen in den vergangenen Jahren unternommen, um auf diese Trends Rücksicht zu nehmen? Wie empfinden eure Konsumentinnen und Konsumenten das, die zu euch kommen? Als erstes muss ich mal sagen, wir als Unternehmen, Grüne Erde, haben mit Wachstum überhaupt kein Problem. Unser Hauptwerkstoff ist Holz und der Baum muss wachsen, sonst funktioniert das nicht. Die Grüne Erde wurde vor 29 Jahren gegründet. Heute würde man dazu sagen von einem EPU, einem Ein-Personen-Unternehmen. Heute sind wir 350 Leute, dazwischen war ein Wachstumsprozess. Wir rechtfertigen uns natürlich vor uns selber mit diesem Wachstumsprozess sehr einfach. Wir sagen, unsere Produkte sind gut, nachhaltig, CO2-neutral, und irgendwer, der jetzt ein Grüne Erde-Bett und eine Grüne Erde-Matratze hat, der hat vorher ein anderes Bett gehabt, das hat er jetzt nicht mehr. Das ist ein Trennungswettbewerb vom Schlechten zum Guten. Wir sind die Guten. Zu der Veranstaltung dieses Tages muss ich natürlich ansagen, es ist von allen Referenten und auch vom Podium draußen Volkswirtschaft, 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 Globalwirtschaft. Ich bin ein Einzelunternehmen. Wir haben andere Spielregeln. Wir kennen die Regulierung am Arbeitsmarkt, vom Kollektivvertrag, Arbeitszeitgesetz und so weiter. Wir haben den Arbeitsinspektor, wir haben die Lebensmittelpolizei und wir haben in unserer Naturkosmetikproduktion ständig jedes Quartal. Wir sind reglementiert, überprüft von vorne bis hinten, und dann haben wir dann so lustige, liberalisierte, regulierte Märkte wie unser Verhältnis zu den Banken. Die machen mit uns, was sie wollen. Da gibt es überhaupt keine Regeln, da gibt es überhaupt keine Normen. Da wird uns nur gesagt, Basel III und reicher Bonität, aber nicht, was das heißt und warum und wie. Und ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem börsennotierten Bankenunternehmen, das uns bisher finanziert hat. Und die Standardkondition heißt Euribor Plus. Euribor ist der Referenzbasis, Zinssatz, der liegt irgendwo jetzt gerade bei 0,2 bis 0,4%. Bisher hatten wir Euribor Plus 0,5 und ab 1.
verstehen. Und da habe ich gesagt, ihr dürft jetzt nicht einen Fehler machen, dass ihr eure Krise uns in die Schule schiebt. Ihr wart der Auslöser in der Finanzwirtschaft, dass die Realwirtschaft heute leidet. Und jetzt soll die Realwirtschaft sozusagen Asche auf das Haupt streuen und sagen, ja, wir sind zu schlecht, wir Realwirtschaftler. Das ist nämlich genau der Umkehrschluss, der nicht zulässig ist. Man muss da schon sagen, wo war die Henne und wo war das Ei? Das jetzt sozusagen nur als kleinen Exkurs. Ein Tipp für Kollegen, man möge sich überlegen, keine börsennotierte Bank zu nehmen, sondern eher eine nicht börsennotierte Bank. Wir sind etwas gelassener. Wir haben zum Glück auch nicht börsennotierte Banken, die uns finanzieren, und die sind in der Tat wesentlich gelassener. Zu den Materialien vielleicht. Das ist bei uns dieses Ressourcenthema, sozusagen, welche Materialien nimmt man überhaupt in die Hand. Bei uns gibt es einmal in erster Linie Holz. In Österreich, wir kaufen das Holz im Umkreis von ca. 700 bis 800 Kilometer um den Betriebsstandort und das sind so unsere ökologischen Grenzen, und bedienen auch Märkte, die, wenn man Scharnstein kennt, bis Hamburg maximal 1000 Kilometer, und andere Märkte interessieren uns einfach nicht. Und das ist für uns ökologisch okay. Und wenn ich da mit Holz arbeite, wir haben in Österreich eine Verwaltung von 5% jährlich. Das heißt, es ist sogar ein Gebot der Stunde, Holz aktiv auszunehmen aus der Natur, dass nicht zu viel wird. Wir haben nicht das Costa Rica-Problem, wir haben zu viel Holz. Wenn es dann mit nachwachsenden Rohstoffen wie Holz und ähnlichen Materialien nicht funktioniert, dann gibt es bei uns den Grundsatz, nur Materialien, die ausreichend vorhanden sind, zu verwenden. Und jetzt sage ich mal, was bekannt ist, eben keine seltenen Erden, kein Aluminium und, also keine Sachen, die aus irgendeinem Grund sehr beschränkt nur verfügbar sind. Typisches Beispiel ist Glas. Der Rohstoff für Glas ist, glaube ich, 35% der Erdkruste oder so ähnlich, also wirklich ausreichend vorhanden. Kleine Achillessehne beim Glas ist der hohe Energieeinsatz. Auf der anderen Seite muss man sagen, Glas ist extrem langlebig. Also man redet da von 600, 700 Jahren, was Glas überlebt. Und wenn man das entsprechend recycelt, und die Recyclingquote bei Glas in Österreich ist wirklich sehr hoch, dann kann man schon sagen, das ist in dem Sinn dann doch auch ein nachhaltig zu verwendender Wertstoff. Und jetzt kommt dann der nächste Schritt. Diese Materialien bestimmen unsere Formensprache, man kann sagen, das Design oder die Architektur oder was auch immer. Es ist natürlich völlig anders, das Produkt, das rauskommt, wenn es mit nachwachsenden Rohstoffen produziert worden ist, als wie wenn es mit Carbon oder mit Edelstahl oder mit Aluminium oder produziert wurde. Es schaut einfach anders aus. Und abschließendes Credo, wir müssen viel mehr mit Holz bauen, Holzhäuser bauen, dann sind wir im CO2-neutralen Radlrennen, und man glaubt nicht, wie lange Holzhäuser halten. Also die Alpen, ein Bauernhof aus Holz, 300-400 Jahre, das ist nicht alt. Schauen Sie sich einmal ein Betongebäude, Stahlbetongebäude nach 35 Jahren. Die Brücken, die wir haben, die werden alle nach 25 Jahren komplett neu gebaut. Eine Betonbrücke hält nur 25 Jahre. Das ist mir zu kurz. Das ist nicht nachhaltig genug. Wir haben übrigens heute einen zweiten prominenten Unternehmer hier im Saal, der auch auf lokale Ökonomie und lokale Produktion setzt. In der letzten Reihe sitzt der Heini Staudinger von der Waldviertelschule der UPR. Sie haben zuerst das Thema Banken erwähnt wurde, und da spiegelt sich ja ein bisschen wieder dieser Konflikt zwischen regionaler Realwirtschaft und dem internationalen Bankensystem, dem internationalen Finanzwesen. Haben Sie ein bisschen das Gesicht verzogen, was hat Ihnen Schmerz bereitet? Also, ich war zuerst, dass ich nicht nur Volkswirt bin, sondern auch Betriebswirt und außerdem auch mal als Ein-Personen-Unternehmer angefangen habe. Ich bin auch noch in meinem Brotberuf, wie Sie es eben nannten, Forschungsunternehmer. Ich habe ein eigenes Institut gegründet, inzwischen sind deren 8 in Österreich, Deutschland und der Slowakei vorhanden. Insofern kenne ich Ihre Leistung sehr gut. Ich habe sie geteilt bis zu dem Moment,
Natürlich gibt es eine Verantwortung des Bankensektors, aber das, was Sie geschildert haben, das ist nicht die Verantwortung des Bankensektors. Das ist das Ergebnis von Regulierung. Das ist genau die Regulierung, die wir in den letzten Jahren diskutiert haben und die man ja sehen wollte. Ein Liquidity Coverage Ratio hat es da gegeben bei Basel III in der Diskussion. Das wäre nicht ja, ich muss es ganz kurz sagen, was das ist. Sie müssen bestimmte liquide Wertpapiere vorhalten, die müssen Sie nicht unterlegen. Und da geht es nämlich darum, dass der Staat oder die Staaten oft ihrer hohen Verschuldung sich einen künstlichen Finanzierungskostenvorteil verschaffen. Und dieser künstlich hergestellte Finanzierungskostenvorteil, der geht zulasten der Einzelunternehmer. Nämlich ihre Kredite müssen unterlegt werden. Und das ist der wirkliche Skandal. Ja? Da haben wir einerseits eine Schuldenfinanzierung. Der Staat verschafft sich durch seine eigene Regulierung genau diesen Finanzierungsvorteil. Und diejenigen, die bottom-up als Einpersonenunternehmen oder als kleines und mittelständisches Unternehmen bis hin zu den großen auf Kreditfinanzierung seitens der Banken angewiesen sind, die müssen genau diese hohen Aufschläge bezahlen, eben weil diese Unternehmenspflicht besteht. Ja? Das ist Fehlregulierung der klassischen Art. Fehlregulierung, wie sie uns in die Krise gebracht hat und wie sie uns nicht aus der Krise bringen wird. Darf ich noch fortsetzen? Dann würde ich nämlich gerne etwas zum Banken machen. Gerade in diesem Kreislauf ist doch völlig klar, dass wir alle überzeugt sind von dem Satz, Geld kann man nicht essen. Und das gilt für Wachstum auch. In unserer Zielfunktion steht nicht Wachstum. Wieder technisch formuliert. Was ist Wachstum? Die Ableitung des Bruttoinlandsproduktes nach der Zeit. Das ist Wachstum. Wachstum in diesem Sinne stiftet null Nutzen, überhaupt keinen Nutzen. In meiner Zielfunktion steht drin soziale Kontakte, Zugang zum Gesundheitswesen, Zeit für soziale Kontakte, Freundschaften pflegen, natürlich auch Konsumgüter konsumieren zu können, Dienstleistungen konsumieren zu können und viele andere Dinge. Freiheit, Verantwortung wahrnehmen zu dürfen. Das steht in meiner Zielfunktion. Da kommt Wachstum nicht vor. Deswegen ein Kaveat. Wenn wir über Wachstum reden, dann mögen wir das ablehnen oder befürworten. Aber Schrumpfung ist die andere Seite derselben Medaille. Wir sollten nicht über Wachstum und über Schrumpfung reden, sondern wir sollten darüber reden, wie wir unseren gemeinsamen Wohlstand erhöhen können, indem wir unsere Kreativität einsetzen. Darüber würde ich gerne mit Ihnen nachdenken wollen, über die Lösungswege in die Zukunft. Kann man die Biologie mit Kreativität überlisten? Es gibt ja die berühmten Sage, dass man mit der Biologie, mit der Natur prinzipiell keine Kompromisse schließen kann. Also insofern kann man sie wahrscheinlich auch nicht überlisten. Aber ich gebe dem Herrn Heller schon absolut recht. Also das sind die zentralen Fragen. Also sprich, wie können wir unseren Wohlstand oder unsere Lebensqualität, wie wir sie eher definieren, erhalten? Und das wäre wirklich eine spannende Diskussion, damit wir auch mit der EV ernsthaft führen könnten. Also sprich, wenn das so nicht heißt, okay, das ist wieder eine irgendwie eher linksgrün angehauchte Debatte oder sowas, sondern das ist wirklich die zentrale Frage. Wie können wir uns ein gutes Niveau an Lebensqualität erhalten, wohl wissend, dass wir eben diese Begrenzungen durch die Naturanforderungen auch in unserem erfahren. Und das würde ich jetzt sehr spannend finden, wenn wir wirklich einen ganz seriösen Dialog geben können. Das würde ja bedingen, dass man mal eine ehrliche Bilanz macht. Eine ehrliche Bilanz unseres Lebensstils und die Frage stellt, ist der kompatibel mit einem weiteren Leben in dieser Art? Genau, und das könnte führen zu einem Off-Records-Dialog, also dass man sich wirklich auseinandersetzt, ganz ernsthaft, wo stehen wir und wie kann sich das entwickeln. Das ist keine Diskussion, die man öffentlich wahrscheinlich führen kann, weil da ist man zu schnell dann wieder irgendwann muss der Mensch anrufen. Aber diesen Dialog ernsthaft anzugehen und was bedeutet das dann auch an sozusagen an politischen Instrumenten für jetzt eine nationale Volkswirtschaft, aber auch im europäischen Verbund, das wird unheimlich spannend finden. Genau, und die faszinierende Frage. Das ist richtig hier. Lassen wir uns das heutige vereinbaren, dass wir diesen Dialog führen, aber nicht nur auf Record, sondern auch vor dem Publikum. Ja. Erstes Ergebnis hätten wir. Wo ich auch recht geben muss, ist mit der Bankenregulierung, wobei es zweischneidig sehe. Also ich sehe auch in Basel III absolut viele Entwicklungen. Also ich würde es absolut unterstreichen, was Sie jetzt gesagt haben, und die Unternehmen spüren es jetzt, was da immer an Entwicklungen passiert. Und ich würde auch so sehen, dass die meisten österreichischen Banken nicht die Täter waren, sondern im Grunde auch in diesem System eher unter die Räder kommen, obwohl sie auch Mitläufer sind und wirklich auch im internationalen Märkten aktiv waren. Aber da ist auch die Frage, auf der anderen Seite wissen wir, dass wir Regulierungen bräuchten für andere Bereiche, also sprich das ganze Schachtelbankensystem. Regulierung, die es eben schwierig macht, dass eben ein Heini Staudinger oder auch die grüne Erde einen vernünftigen Kredit kriegt, um regionale und im regionalen beheimatete Wirtschaftskreise zu fördern. Auch die Gewerbeordnung kostet uns etwa 0,5% Wachstum. Genau. Das will ich vorher nicht einmal auf sich rechnen. Roberta, Oberösterreich.
Oberösterreichs mit Leitunternehmen wie der Föst und so weiter. Wie seht ihr als Grüne Oberösterreich die mittel- bis langfristige Perspektive des Industriestandortes Oberösterreich? Wird es in 20 Jahren eine Föst in diesem Stil noch geben? Werden wir solche Betriebe noch im Land halten können, beziehungsweise darf es sie dann noch geben? Wie denkt ihr über diese Zukunftsfragen nach? Wir sehen eine dynamische Entwicklung und also die Föst wird immer größer. Und sind zuversichtlich. Kann ich mir im Moment eher unter globalen Entwicklung schwieriger vorstellen, aber wir sind zuversichtlich, dass wir auch unsere Industrieunternehmen in Oberösterreich weiter haben werden. Ich bin keine Befürworterin der Deindustrialisierung. Ich glaube, dass wir eine gute Struktur haben an Einpersonenunternehmen, kleinen, mittelständischen und großen Unternehmungen. Und dazu jetzt einmal ausgeführt, wir Grünen haben in der Regierung vorangetrieben, dass die Energiezukunft 2030 beschlossen worden ist. 2030, das heißt, Oberösterreich ist von der Stromversorgung und der Wärmeversorgung auf sich gestellt, selbst autark ist nicht das gewünschte Wort, aber in dieser Form. Das hat natürlich zur Folge, dass es einen massiven Schritt beim Thema der Energieeffizienz geben muss und beim Ausbau der erneuerbaren Energie. Auf diesem Weg zählen wir und das ganz konkret in Zusammenarbeit mit der Industrie, mit den Unternehmungen in Oberösterreich, wo es ganz konkrete Kooperationen gibt und natürlich mit jedem einzelnen Haushalt und insbesondere auch mit allen Gemeinden. Mit den Gemeinden vor Ort und das in der Kombination glauben wir wohl, dass das möglich ist, den CO2-Verbrauch so weit zu reduzieren, dass auch ein nachhaltiger Standort möglich ist. Dazu sei schon gesagt, dass wir auch in Oberösterreich generell sehr stark auf den Bereich Forschung, Innovation, Fortschritt setzen. Ich weiß schon, heute ist schon diskutiert beim Faktor 10 und alles Unsinn, das bringt uns nichts. Das glaube ich nicht. Ich glaube sehr wohl, dass es wichtig ist, dass jedes einzelne Unternehmen für sich arbeitet, aber keine Frage, ich glaube auch, dass wir in Österreich und in Europa die Vorreiter bei der ökologischen Modernisierung sein können und das Potenzial haben wir mit vielen Unternehmungen und wir haben beispielsweise in Oberösterreich zwei ganz wesentliche Cluster. Das eine ist der Ökoenergie-Cluster mit über 160 Unternehmungen, 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die genau hier Technologie herstellen, die weltweit auch exportiert werden. Wachstum in Oberösterreich, woanders hoffen wir, dass CO2 in dieser Form nicht mehr anfällt und genauso auch im Bereich der Umwelttechnik, das heißt Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Aufbereitung, ein Umwelttechnik-Cluster, der hier auch erfolgreich arbeitet. Ich glaube sehr wohl, dass es Unternehmensstrukturen, Produkte gibt, die diese Wende vorantreiben, ja, ohne dass ich jetzt sage, okay, Wachstum per se schlecht, Wachstum per se gut. Also ich glaube, dass es schon auch eine Frage ist, was ist denn auch möglich, wenn Unternehmen, fortschrittliche Unternehmen, innovative Unternehmen ihre Produktionsweisen ausbauen. Aber noch abschließend, kurzes Beispiel für das, dass hier sehr viel in Oberösterreich vorangeht. Bei den Gemeinden ist, dass wir mehr wie 270 als Klimabündnisgemeinden gewinnen haben können, dann 380 Unternehmen, die hier aktiv mitarbeiten und genauso auch im Schulwesen, 128 Schulen. Und das ist aber jetzt nur ein kleiner Bereich und da gibt es viele Initiativen, wo ich glaube, dass es in Kombination sehr wohl ein denkbarer, möglicher Schritt ist, wie Oberösterreich mit seiner Wirtschaft, mit seiner Gesellschaft, mit seinen Bürgerinnen und Bürgern in eine Zukunft gehen kann, die in dieser Form auch nachhaltig und tragbar und zukunftsfähig ist. Ich nenne das jetzt einmal zu Recht, ja, pragmatische grüne Regierungspolitik. Ja, man versucht innerhalb des Rahmens, in dem man verantwortlich ist, die bestmöglichen Lösungen zu finden. Ist das aus dem Blickwinkel des Ökosozialen Forums genug, was wir Grüne
das für die nächsten Schritte klarerweise. Und ich sehe, also das ist auch das muss man auch. Bundespolitik und nein, ich muss zwei Dinge sagen. Es ist auch Nationalratsabgeordnete sind schon mal Bundespolitik. Ich glaube, man muss auch rein, das ist pragmatisch und das ist richtig und das ist wichtig und das ist klug, das zu tun, aber es ist sicher nicht genug, wenn man schaut, wo wir hin müssen. Das meine ich damit. Also sprich, ich bin heute Nachmittag am Tag besser, aber ich nehme sicher an, ihr wisst es ist allen bekannt, die mindestens minus 80 bis 95% Treibhausgasemissionsreduktion. Also sprich, wenn man das vor Augen hat, dann wissen wir, dass alles, was wir momentan nicht tun, nicht genug ist. Ja? Das ist zu wenig. Auch wir beschäftigen uns gerade wieder mit einer Steuerreformkonzeption. Das wäre auch ein Thema, das sehr spannend wäre, nachdem die IV ja heute im Modell vorgestellt hat, dass man sich auch einmal zusammensetzt, wie könnte man da eben auch gemeinsam ein Modell entwickeln, wo diese Ressourcen und auch die ganze Energiethematik stärker verankert ist, auch im Modell der IV. Weil das kommt ja etwas kurz, das ist eher nur durch die Mehrwertsteuer ein bisschen drinnen, weil natürlich der Konsum teurer wird. Aber das wäre auch eine spannende Debatte, die zu führen wäre. Und bei unserem aktuellen Modell, das wir uns gerade anschauen, wissen wir auch, das ist aus unserer Sicht schon aus jetziger Perspektive ein mutiger nächster politischer Schritt, der schwer sein wird umzusetzen. Wenn wir die Debatten allein mit Backpickerl oder Pendlerpauschale jetzt mitbekommen, der ein absoluter Irrsinn ist. Aber es ist auch nicht genug. Die Schritte, die müssen noch mutiger sein und ich finde es aber als ein unheimliches Potenzial. Ich glaube, was viele Öko-Organisationen, auch wir als Ökosoziales Forum, glaube ich, in der Vergangenheit oft falsch gemacht haben und auch immer noch oft falsch machen, ist das Ganze eher so unter einer Verzichtsthematik zu führen oder auch eher mit einer Katastrophenstimmung und mit Katastrophenszenarien. Ich glaube, dass wir so nicht weiterkommen werden. Ich glaube, dass wir viel mehr eben dieses Positive herausarbeiten müssen, dieses mehr an Lebensqualität, das wir erzielen können, diese neue Vision, die wir erreichen können und die wird viel, viel weitreichender sein müssen als das, was wir derzeit diskutieren. Wenn man sich das Buch von Tim Jackson durchliest, Wohlstand und Wachstum, da sind Dinge drinnen, die sind halt einfach noch sehr, sehr weit weg von dem, wo wir momentan stehen. Und diese Debatte zu führen, ist notwendig und da ist es wäre so schön, natürlich, wenn, ich kann es verstehen, ja, jetzt haben die Grünen endlich einmal 15%, jetzt werden sie irgendwelche Themen ausgraben, wo sie dann wieder in der Umfrage, ja, sehr gut. Und jetzt werden die Grünen irgendwelche Themen wieder hervorziehen, wo es dann ratzfatz geht und sie sind dann wieder bei ihren 8 bis 10%, also bei dem Teil der Bevölkerung, die momentan irgendwie Affinität hat für diese Themen und auch für dieses Vorausschauende. Also ich glaube, was auch dazu kommt, was die große Herausforderung sein wird, ist also auch für uns als Ökosoziales Forum, auch für alle Thinktanks, die sich mit dem Thema beschäftigen, eine Sprache zu entwickeln, weil Sprache viel, viel wirksamer ist, als wir bislang irgendwie wahrnehmen. Nehmen wir Stichwort George Lakoff, Don't Think of an Elephant, die Erkenntnisse der Neurolinguisten heutzutage, und dass wir eine Sprache entwickeln, dass wir eine Kommunikation entwickeln, dass wir Bilder entwickeln, wo wir wirklich breite Schichten der Bevölkerung mitnehmen. Und nicht so wie jetzt, wenn wir Worte in den Mund nehmen, wo wir wissen, okay, 90% der Leute sind dagegen, wenn wir so die Maßnahmen vorschlagen, die wir im Hinterkopf haben. Ja? Stichwort Mösterhöhung, Pendlerpauschale abschaffen, Eine kurze Replik da, ja. Genau, also mit den Aussichten sind wir gerade auch spazieren gegangen. Wir glauben, dass die jetzige Reform der Pendlerpauschale Unsinn ist, ökologisch und fair gestaltet. Genauso haben wir das heute und gestern auch deponiert und selbstverständlich gehört es in Österreich her, dass wir einen radikalen Umbau des veralteten Steuersystems machen. Und das heißt nichts anderes wie die ökologische soziale Gestaltung. Du kennst unser Modell gut. Wir glauben, sind der absolute Vorreiter und werden genau das auch in dieser Form in den nächsten Monaten verstärkt und das vollbringen in dieser Form. Keine Frage, es braucht gerechtere Steuern. Ja, wir stehen zur Vermögens- und Erbschaftssteuer. Genau hier muss auch umgebaut werden und selbstverständlich braucht es einen radikalen Abbau budgetlicher Subventionen, die wir zuhauf in unserem System haben, die marktverzerrend sind, mit denen Schluss sein muss. Das ist überhaupt keine Frage und selbstverständlich muss der öffentliche Verkehr in einem Ausmaß ausgebaut werden und endlich Relationen zum Individualverkehr hergestellt werden, sodass das wirklich interessant ist für die Bürgerinnen und Bürger und sodass ein gutes Leben für alle möglich ist. Und das eine ist das, was kann ich in der landespolitischen Ebene umsetzen, und das andere ist, dass unsere tiefe Überzeugung unsere Ziele sind
und an denen wir in den nächsten Monaten und Jahren verstärkt kämpfen werden. Und wir werden die Fortschritte machen, genauso wie wir es in Österreich auch geschafft haben. Dr. Helmstedt, Sie haben jetzt, können Sie hören. Dr. Helmstedt, wir haben jetzt gehört, einerseits 85 bis 90% Reduktion, dann von radikalem Umbau ist die Rede gewesen. Und Sie haben eigentlich nur von gewissen Rahmenbedingungen gesprochen und von der notwendigen Kreativität, die vorhanden sein wird, um das alles zu meistern. Jetzt wird die industrielle Vereinigung nicht in Abrede stellen, dass wir gravierende ökologische Probleme haben, dass wir gravierende Versorgungsengpässe haben, dass das Wachstum nicht entgegenkommt. Die Konjunkturprognosen für das nächste Jahr sind ja, sagen wir mal, mau. Was sind denn jetzt die konkreten Vorschläge der industriellen Vereinigung oder Ihrer Person, Sie müssen nicht immer für die industrielle Vereinigung sprechen, um die Probleme, die vor uns stehen, als Wirtschaftsstandort oder Industriestandort Österreich erfolgreich zu bewältigen? Ich teile das, was Sie gerade gesagt haben, über die unmittelbaren Konjunkturaussichten. Niemand war diesbezüglich so zurückhaltend wie gerade das Generalsekretär und ich auf unserer letzten Pressekonferenz. Was ist die aktuelle Prognose für nächstes Jahr? 0,25. Das wird Sie jetzt schockieren, das ist ein ganzer Prozentpunkt unter IWS-Lieferung mit der Chance, dass ein Minus vor der Tür steht im nächsten Jahr. Was also heißen würde, dass wir natürlich dann nicht über Wachstum bekommen, aber lassen wir sozusagen mal die Konjunkturelle beiseite. Die industrielle Vereinigung ist auch für etwas anderes nicht bekannt, nämlich für Radikalität. Insofern tastet man sich möglicherweise behutsam an die Veränderungen heran. Behutsamkeit ist manchmal, glaube ich, ganz gut. Etwa wenn wir einen Versuche mit gentechnisch modifizierten Organismen denken, die ich persönlich total ablehne, wenn es um Freisetzungsversuche geht. Wir werden bei mir auch einen wesentlichen Gegner finden, und zwar immer schon, wenn es um Atomkraftfragen geht, weil ich glaube, dass man bestimmte Risiken erst einmal einschätzen können muss, bevor man bestimmte Technologien ausrollt. Das bedeutet aber natürlich auch, wenn wir über einen radikalen Umbau unserer Volkswirtschaft so gut gemeint sein mag nachdenken, dann müssen wir uns manchmal auch eine gewisse Behutsamkeit auferlegen, dass wir da nicht vielleicht in irgendwelche Sackgassen hineinlaufen. Auch das sind wir auch nachkommenden Generationen schuldig. Lassen Sie mich mit der Revolution auf den leisen Sohlen beginnen. Am Tag der Industrie vor 2 Monaten ungefähr hat Präsident Kapsch einen Vorschlag von mir aufgegriffen und auch einmal öffentlich vorgestellt, der vielleicht gar nicht so absurd anmutet, wie er klingen mag, nämlich dass wir wirklich endlich beginnen, darüber nachzudenken, wie wir zu einem tariffreien öffentlichen Personennahverkehr kommen. Das geht in einigen Städten Europas. Das würde, wie ich finde, auch in Österreich gehen, wenn man die nötigen Rahmenbedingungen dafür schaffen würde. Und dann beginnt die Revolution auf leisen Sohlen. Wir könnten beispielsweise vorher damit beginnen, dass wir einfach mal einstellen, dass wir Ticketautomaten haben, dass wir wegkommen von dieser klassischen papierbasierten Wirtschaft. In Wirklichkeit könnte man ja auch mit Smartphones natürlich durch die Sperren durchgehen und das Ticket wird schon abgebucht über die Telefonrechnung. Sie sehen, was dann in unserer Volkswirtschaft passiert. Dann stellt sich sofort die Frage, wofür brauche ich denn eigentlich noch Banken? Ja, dann haben nämlich Banken plötzlich keine Zahlungsverkehrsfunktion. Das war Kerntechnologie für die Abschaffung von Banken. Ich habe wirklich fragen, ob nicht bestimmte Zahlungsverkehrsfunktionen auch von Telekommunikationsunternehmen übernommen werden können. Ja, das heißt, die Prognose hier ist, die Probleme, Restrukturierungserfordernisse in unserem österreichischen und europäischen Bankensektor, die werden nicht kleiner werden, die werden größer werden, weil technologisch sich ganz andere Möglichkeiten ergeben werden. Dann sind wir plötzlich bei einer Revolution. Und sie haben ganz klein angefangen, indem sie vielleicht öffentlichen Personennahverkehr mal tarifarm oder papierfrei gemacht haben, und am Ende möchten sie zur Vision kommen, zu einem tariffreien Personennahverkehr zu kommen. Und so könnte ich mir das in vielen Bereichen vorstellen. Vielleicht werden wir noch für das eine oder andere Regel, etwa wenn es um die Sozialhilfe geht. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte doch noch zum Abschluss eine zentrale Frage ansprechen, die vielleicht heute nicht den Stellenwert bekommen hat, den sie eigentlich verdient. Das ist die Verteilungsfrage, die soziale Frage, die ja mit dem Wachstumsthema direkt verbunden ist. Einerseits, wenn wir davon ausgehen, dass wir in Zukunft nicht mehr die Wachstumsraten haben, führt das naturgemäß dazu, dass immer mehr Menschen aus dem
geregelten Arbeitsprozess herausfordern, dass das Problem der Arbeitslosigkeit größer wird. Auf der anderen Seite werden billige Energiepreise der Vergangenheit angehört. Wir werden mit immer höheren Stromrechnungen, mit immer höheren Gas- und Benzinrechnungen konfrontiert sein. Wie steuern wir denn diesem Problem entgegen, dass uns hier eine Umweltarmut ins Haus steht, die sicherlich nicht wünschenswert ist und die es sicherlich zu vermeiden gilt? Wer möchte den Antwort? Clemens. Ich kann mal beginnen. Also es gibt noch keine fertigen Antworten. Aus meiner Sicht kenne auch noch keine fertigen Antworten. Das wäre genau spannend, diesen Dialog wirklich zu vertiefen, aber es gibt natürlich Eckpunkte, wo man anfangen kann. Klar ist, kein Wachstum bedeutet, man muss das verteilen, was da ist. Ja? Das bedeutet natürlich, man muss sich den ganzen Debatten mit Vermögensbesteuerung, auch Erbschaftsbesteuerung ideologisch stellen und einfach schauen, was macht wirklich ökonomisch Sinn, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Ich halte nichts von einer Reichen-Bashing-Debatte, aber einfach mal nüchtern schauen, wenn wir weniger Wachstum haben, wie gehen wir damit eben auch in Verteilungsfragen um. Das finde ich notwendig und das sollte man auch seriös finden. Wenn man sich das Energiethema anschaut, finde ich immer wieder spannend, den World Energy Outlook vor 2 Jahren hat einmal bei den Energiepreisszenarien prognostiziert, wenn wir wirklich eine Energiewende haben, die dem Thema Klimawandel gerecht wird, dann sind längerfristig die Energiepreise niedriger, als wenn wir diese Energiewende nicht haben werden. Also sprich, teilweise wird sich das Preisproblem auch entschärfen, wenn wir einen nachhaltigeren Lebensstil in einem großen Modus umsetzen, weil natürlich sich auch die Nachfrage ändert und viele andere Effekte. Also einer der Rebound-Effekte, von denen wir ein positiver Rebound-Effekt. Aber dass wir natürlich, also wenn man es jetzt ganz wieder nüchtern runterbrecht auf nächste Schritt, wenn man sagt, gut, man arbeitet an einer ökosozialen Steuerreform, einer ökologischen Steuerreform, wo man natürlich die Energie verteuern möchte, damit sie weniger verwendet wird, ist natürlich auch klar, dass wir besonders Maßnahmen brauchen für Personengruppen, die jetzt eben kein großes Einkommen haben. Also sprich, man muss natürlich da die Umverteilung stärker machen, um Energiearmut zu verhindern oder vor allem auch gerade im ländlichen Raum Mobilität auch in Zukunft sicherzustellen. Also sprich, da braucht es natürlich mehr Umverteilung in Richtung Mindestpensionisten, Mindestsicherungsbezieher oder Leute mit einem geringen Einkommen. Aber das wären sozusagen mal die ersten Schritte. Und da würde ich es auch so sehen, also da wäre ich auch würde ich die These von Herrn Heldenstein unterstellen. Ich glaube, wir sollten das einfach Step by Step angehen. Man weiß, in welchen Stellschräubchen man zu drehen beginnen muss, damit es in die Richtung geht und sollte sich sozusagen sukzessive vorantasten. Ich glaube auch eine radikale Reform, erstens geht es nicht, weil man kann das von oben nicht verordnen, sondern es ist der Weg der kleinen Schritte in die richtige Richtung, momentan macht man viele Schritte in die falsche Richtung. Das Thema Verteilungsgerechtigkeit Armut aus Sicht der Grünen jetzt vor dem Hintergrund dieser Wachstumsfrage und Energiewende. Das eine haben wir schon angesprochen, dass es sehr wohl auch darum geht, Arbeitszeit zu verteilen, eben auch Arbeitszeit zu verkürzen, dass diese Diskussion zu führen ist, wie Lösungen dann ausschauen, mit welcher Form von Ausgleichsmaßnahmen, das sei jetzt mal noch so dahingestellt, aber das wird eine zentrale Debatte sein, genauso auch mit dem Thema der Vermögens- und der Erbschaftsbesteuerung, um hier Formen auch der Gerechtigkeit herzustellen. Und Energiearmut, das ist etwas, was uns sehr stark zwischen den verschiedenen, sowohl in ländlichen wie insbesondere auch in städtischen Räumen betrifft. Keine Frage, ein wichtiger Punkt ist, dass Energie billiger wird und Energie wird billiger werden, wenn sich die Erneuerbaren durchsetzen und die Energieeffizienz das Thema ist. Wir erleben das jetzt sehr stark, dass es sich nicht mehr rechnet, nicht mehr darstellen lässt, die Gaskraftwerke hochzufahren, ja, Umspeicherkraftwerke, die ehemals als Gelddruckmaschine gegolten haben, selbst die lassen sich nicht darstellen. Und das sind schon Bewegungen, die hier deutlich spürbar sind, und Revolutionen sind nur dann möglich, wenn möglichst alle mitmachen, so wie wir das versuchen auch in Oberösterreich umzusetzen. Ich bin stolz darauf, dass da sehr viele tolle Projekte in dieser Form gelingen, und wir haben einen ganz aktiven Beitrag von unserem Regierungsbüro, federführend mit Rudi Anschuler, zum Thema Energiearmut, und zwar haben Mindestsicherungsbezieherinnen die Möglichkeit, ein Weißgerät, das ist eine Waschmaschine, Kühlgerät,
auszutauschen. Die Kosten werden übernommen vom Land Oberösterreich. Wir bekommen dafür ein Doppelbus-Gerät. Und das ist mit Sicherheit ein toller Beitrag, der hier ein aktives Zeichen setzt gegen Energiearmut. Letztendlich geht es hier um die strukturelle Veränderung der Energiethematik und des Energiepreises per se. Das ist ja ganz praktisch. Natürlich, wir sind ein praxisbezogenes Land, dass die Dinge tatsächlich auch spürbar werden und auch bei den Menschen ankommen. Sehr gut. Dr. Helm, vielleicht abschließend den Dialog, den Sie angeboten haben, und dieses Angebot nehmen wir natürlich gerne auf, zu Wachstumsfragen insgesamt, dass wir mal mit einer Bilanz beginnen. Können wir da auch über das Steuersystem sprechen? Können wir da auch über Arbeitszeitverkürzung sprechen? Wäre das unter der neuen Führung der industriellen Vereinigung möglich oder ist das momentan noch kein Thema? Es wird auch kein Thema werden, deswegen nicht, weil es ökonomisch schädlich ist. Es erhöht nicht den Wohlstand, es verringert ihn. Das soll ich gut ab, wenn wir alle 50 Seiten des Steuerkonzeptes heute im Laufe des Tages schon gelesen haben, aber möglicherweise in der Geschwindigkeit des Durchlesens ist Ihnen dann ein Punkt entgangen. Natürlich gibt es eine wesentliche Ökologisierungskomponente mit da drin, und zwar eine, die weit über diese 2% Punkte Mehrwertsteueranhebung hinausgeht, sondern eine grundsätzliche Ausrichtung weg von besitzbezogenen Abgaben hin zu verbrauchsbezogenen Abgaben. Ja? Weg mit der NOVA, weg mit der motorbezogenen Versicherungssteuer, ganz klar zu einer flächendeckenden Pkw-Maut. Ist unter diesem Hintergrund auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu verstehen? Ja, das ist natürlich genau eine Bewegung in dieselbe Richtung. Und dann würde ich schon noch auf einen anderen Punkt aufmerksam machen wollen. Vielleicht ist das sozusagen ein Input dann für unsere zukünftige Diskussion. Also eins vermag ich wirklich nicht nachzuvollziehen. Warum kann man als Grüner für Vermögenssteuer zahlen? Denn Vermögen ist doch akkumulierte Ersparnis. Und akkumulierte akkumulierte Ersparnis bedeutet, dass irgendwann mal Konsumverzicht geleistet worden ist. Und Konsumverzicht bedeutet eben genau, dass ich dann keine Ressourcen verbrauche. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument ist, Sie plädieren doch, das haben auch Sie eben getan, das war mir sehr sympathisch, dafür, dass wir mal über die Nutzungsdauer unserer Konsumgüter, auch über unsere Infrastruktur nachdenken und sie so ausrichten, dass sie nicht übermorgen veraltet und neu gebaut werden muss. Auch das ist ressourcenschonend. Ja? Also muss ich doch einen Anreiz den Menschen geben, dass sie mit ihren Kapitalgütern möglichst vorsichtig umgehen, wenn sie eine Vermögensteuer einführen, die genau das Gegenteil ist, besteht ein Anreiz, diesen aufzuessen, den Kapitalstock aufzuessen, sprich zu konsumieren. Das kann nicht im Interesse eines nachhaltigen Wirtschaftssystems. Ein Vermögen, das mir durch Erbschaft zugefallen ist, da habe ich wenig Konsum erzielt. Aber die frühere Generation, das ist ja der Witz. Es gibt außerdem so etwas wie generationenübergreifende Präferenzen. Ja, mag sein, aber ein großes Vermögen gewährt mir auch mehr oder minder den Anspruch auf reales Vermögen, das mir vielleicht auf diesem Planeten nicht mehr wirklich zusteht, wenn ich jetzt die globale Verteilungsfrage anspreche. Gut, das werden wir heute nicht mehr klären können. Ich danke den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für dieses spannende Gespräch. Wir haben ein Dialogangebot bekommen, das ich für sehr spannend halte. In guter Tradition der industriellen Vereinigung, die immer offen war mit den Grünen und mit Organisationen und Thinktanks, denen das grüne Thema ein Anliegen ist, jetzt nicht im parteipolitischen Sinne zu verstehen. Insofern freuen wir uns auf diesen Dialog, werden aktiv führen. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns waren. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Es gibt draußen noch ein paar Getränke und Brötchen. Bleiben Sie noch bei uns und kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank.